So. Schauen wir mal. Boxerabendere. Ist schon wieder überpünktlich. Was fehlt bei dir? Schauen wir mal, da wird man bestimmt noch ein paar mehr werden. Weil der Teil spielt, ist meine Kamera so finster. Was ist da los? Warum ist die Kamera so finster? Also ein wenig besser so. Gut. So. Endlich wieder Elden Ring. Ich hab offstream mir ein wenig mehr umgeschaut wieder. Ich habe ein neues Gebiet erschlossen, sozusagen. Ja, wird man noch ein wenig fertig erkunden, weil da bin ich noch nicht ganz fertig. Und ich werde heute in der komischen Burg da weitermachen, wo wir letztes Mal im Stream noch kurz, ja, was wir noch kurz gesehen haben davon. Ich glaube, dass da nämlich dann generell weitergeht. Aber das müssen wir uns dann Stück für Stück anschauen. Also ich bin jetzt momentan mehr in so einem Sumpfgebiet unterwegs. Was heißt Sumpfgebiet? Irgendwie so, Sumpf ist eigentlich falsch, eher mehr so ein verwestes Gebiet. Also schaut nicht wirklich gesund aus dort. Ja. Den einen oder anderen Miniboss habe ich dort schon getroffen. Aber, naja, sonst ist noch nicht recht viel Spannendes passiert. Ich habe noch den einen oder anderen Dungeon entdeckt und gemacht. Aber so im Großen und Ganzen. Ich habe einen Haufen Seelen gefunden. Also ich glaube, ich bin jetzt eigentlich schon total overlevelt mittlerweile. Aber gut, nein, das hilft halt nicht. Bis auf die Arbeit, die nervt momentan. Ja, wem nervt die Arbeit nicht? Das ist, verstehe die Frage nicht. Wifi habe ich dir. Und du hast wieder einen Kaffee dabei, sehr gut. Mehr Kaffee ist bekanntermaßen mehr gut für die Leute, die wohnen dringend. Ich trinke ja keinen, aber schon tut er nie. Habe ich mal gehört, habe ich mal sagen lassen. Wifi ist fit bei dir. Ja. Nein, ich bin gespannt, was uns heute noch ein wenig erwartet. Ich habe irgendwie so, in dem Gebiet, wo ich mich momentan rumtreibe, einen riesen Fleck entdeckt. Da bin ich zwar noch nicht hingekommen, aber ich schätze mir, dass wir da irgendwie hinkommen. Und ich glaube, dass da ein riesen Boss auf uns warten könnte, theoretisch. Weil das Areal schaut sehr, sehr weitläufig aus. Also gehe ich mal davon aus, dass da irgendwie so ein Mordsmonster auf uns wartet. Aber schauen wir mal, vielleicht können wir da halt hin. Ich weiß nicht, was wir auf 2 Stunden alles schaffen. Aber, naja, das werden wir dann sehen. Werden wir schon hinbringen, irgendwie. Muss ich gerade mal etwas schauen noch. Also, was trinkst dann du so? Und ja, ist fit, außer dass Hexen doch auf eigene Leid... Was, Hexen?
Doch, auf eigene Leiche schießen. Hä, aber Mrs. Wife, den verstehe ich jetzt nicht. Und was ich so trinke? In der Früh eigentlich gar nichts. So stumpf wie es klingt. Und wenn, dann trinke ich eigentlich nur mehr so die normalen Sachen, weißt du? Also so Fanta Light, Cola Light, irgendwie sowas. Sowas ist ja, sind meine Getränke. So warme Getränke habe ich eigentlich gar keine. Ganz selten einmal einen Tee. Also das wirklich ganz selten, den trinke ich eigentlich nur, wenn ich krank bin. Aber sonst so wirklich so das Morgengetränk. Außer in der Arbeit ab und zu, wenn ich in der Frühschicht so dermaßen gestresst bin und dann pfeife ich mir ab und zu mal Müllermilch rein, aber sonst trinke ich eigentlich, ja, das normale Zeug so, sag ich jetzt einmal. Aber kann sehr wohl Spaß machen, aber wie gesagt, läuft nicht so wie gewünscht. Sehr stressig und das Aufstehen in der Früh, ja. Da wäre am Freitag auch wieder die Zempelblätter aus der Hose schauen, wenn es dann wieder heißt Frühschicht. Aber gut, mein hilft ja nicht. Hexenschuss! Auwe, wie hast du das wieder angestellt? Hey, Moment einmal, Boxer, habt ihr nicht Kurzarbeit die Woche? Ich habe jetzt letztens in der Zeitung gelesen, dass BMW seit Freitag zu hat. Oder bist du da nicht betroffen? Aber gut, mei. Müssen wir eh abwarten. Ich glaube sowieso, dass wir wieder. Also, was heißt? Unser Ingenieur hat jetzt letzte Woche mal angekündigt, der Chines steigt auf Kabelbaum um. Ja, und wo kommt ein Kabelbaum her? Richtig, Ukraine. Also werden wir wahrscheinlich im Laufe des Jahres einmal so 2-3 Wochen zu haben. Aber schauen wir mal. Bis jetzt ist es noch nicht so und im Endeffekt muss der von heute auf morgen schauen. Gut. So, jetzt starten wir schnell Elden Ring. Damit wir da auch mal anfangen können. Auf Ganzmittel. Nur das Hauptwerk, okay. Ja gut, ist andererseits auch wieder gut, wenn du nicht betroffen bist davon. Hätte ich jetzt fast gesagt. So. Haben wir beide, ne? Haben wir nicht, weil du noch auf Assassin's Creed wartest, oder? Spielen wir halt nicht. Kannst du lange warten. Ja gut. Schaut ja zauberhaft aus. Schaut doch zauberhaft aus. So. Schauen wir mal. So, also, ich habe das Gebiet da entdeckt. Schaut ein bisschen vermodert aus, ich weiß. Und das Areal da, das schaut praktisch von der Klippen aus, kann man das sehen. Das schaut aus wie eine riesige Wüsten. Und da ist halt weit und breit nichts zum Sehen. Also gehe jetzt ich mal als erfahrener Soulspieler davon aus, dass da irgendwas Größeres auf uns wartet. Ja, ich habe aber noch keinen Plan, wie man da hinkommt. Ich vermute aber mal, dass wenn man da unten lang geht, da ist irgendeine so eine Burg oder was das sein soll, dass man dann da auf kurz oder lang irgendwie da reinkommt. Schauen wir uns, wie gesagt, vielleicht heute noch an. Ja? Also mein Plan heute war, ich möchte jetzt auf alle Fälle da herum nur mal schauen, was da auf sich hat. Da habe ich schon geschaut, da gibt es also praktisch nichts. Aber da möchte ich nur mal reinschauen, was das ist, und da hinten haben wir ein Beimal. Das will ich mir auch noch anschauen, geschwind. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Ich vermute mal, dass da wieder so ein Baumboss auf uns wartet. Und da möchte ich das noch anschauen. Und ob wir dann noch dazu kommen, dass wir uns da den Fleck da herum noch anschauen, da wo wir letztes Mal stehen bleiben haben, das werden sie ausstellen. Ja, wie gesagt, 2 Stunden ist nicht allzu viel Zeit. Oder gute 2 Stunden. Deswegen schauen wir dann jetzt einmal ein wenig vortreiben. Ich hoffe mal, dass das Spiel nicht anstürzt. Ja, das ist nämlich gestern einmal gewesen. Da haben sie aber bereits eine Notiz rausgebracht, dass da dran gearbeitet wird. Ja? Also das Spiel hat noch so ein kleines Performance-Tief. Tatsächlich. Aber gut. So, ich mag jetzt auf alle Fälle da hin. Was ist denn überhaupt noch für ein Marker aktiv? Irgendwo ist nur ein Marker aktiv. Da ist noch einer. Brauchen wir nicht. Ja, aha, wir müssen noch hinten weg. Wie gesagt, die Gegend schaut halt alles ohne nicht wie gesund aus. Da war es aber eigentlich gescheiter, ich renne von einer anderen Stelle aus da hin. Das schaut mir nämlich oben, wenn es auf einer Klippe oben war. Vielleicht von da aus. Schauen wir mal. Ja, das habe ich in der Arbeit mitgekriegt, dass Spotify nicht gegangen ist. Da war ich dann ein wenig bestürzt. Ohne Muse. Aber mei. Discord ist einmal eine ganze Zeit nicht gegangen, das stimmt. Das hat sich aber ja, relativ schnell wieder gefangen gehabt.
Also dann jetzt, das ist jetzt wieder alles zu mit Portale oder was? Ja, das ist schlecht. Irgendwie habe ich gerade so die böse Vermutung, dass ich da noch gar nicht hin kann, aber da schauen wir jetzt einfach mal. Oh, da die sterben, wenn ich da überspringen. Hau it ab. Hau it ab. Schauen wir einfach mal, dann sehen wir es schon. Das ist ja alles von einer Mauer umgeben, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht mal von da schauen. Aber da geht's mit Sicherheit irgendwo auf. Muss ja. Gibt's auch ein paar neue Gegner, die ich gefunden habe, da wie der, oder das ist irgendwie so ein Dobermann, Dinosaurier, also Tyrannosaurus Rex Verschnitt, die haben ziemlich stark. Also unterschätzen darf man die auf gar keinen Fall, sonst geht's nämlich einmal ganz böse nach hinten los. Aber das schaut mir jetzt schon... Greyolds Drachenhügel... Oh ja, da liegt der Drache. Ich sehe von da schon, aber der meine ich, der hat's hinter sich. Ah ja, da schaut's her, da haben wir richtig. Das ist eh der Turm da, oder? Kannst du aber auch einen Plänen verzeihen, dass der Turm unbewacht ist. Schauen wir mal. Aha. Ja, irgendwie glaube ich, dass das so wieder so eine Sprungpassage wird, wenn man nicht alles täuscht, oder? Das ist im Bereich des Möglichen. Oh, lebt mir Musch. Ah, da gang's nach unten auch noch. Da haben zwei Drachen, ja, mit denen legen wir jetzt nicht an. Aus Gründen. Ernsthaft? Okay. War ihm scheinbar doch ein bisschen zu hoch. Gut, jetzt weiß ich zumindest schon mal, wo ich hin muss. Schau, nur, dass das Gebiet schon wieder Drachenhügel heißt. Das ist schon wieder... Oh, das ist ein alter Gnade, das habe ich gar nicht gesehen. Ah, den nehmen wir. Den nehmen wir gern. Okay, schauen wir nochmal. Links ist oben gegangen. Irgendwo. Da der Rundwelt und die zwei Drachen. Aber meine Seelen, die liegen zwar jetzt da oben, aber das nehme ich jetzt einmal im Kauf. Gibt's auf alle Fälle Loot. Nur schauen, damit ich irgendwo von irgendwo was anspringen kann. Oh, Runenbogen. Okay, nice. Und sonst gibt's da nichts, oder was ist ein Klo?
Verwette ich alles, dass da irgendwas gibt. Der Turm ist ja nicht umsonst da. Gut, die haben wir aber auch schon früher erst. Okay, da muss es auch irgendwo mal einen Eingang geben, oder nicht? Schauen wir auf der anderen Seite nochmal. Okay. Ja, was ist der schon dann? Geht's noch unten noch weg, oder was? Nein. What's da, mit Bist aber nicht lang da. Du, das ist überhaupt kein Problem nicht. Du da keinen Stress nicht machen. Ey, das gibt's ja nicht. Da muss es ja irgendwas geben. Das kannst du am Leben verzeihen. Der Turm ist ja nicht, der ist ja nicht zwecks der Deko da. Vor allem da sieht man sogar, dass es da Plattformen gibt. Die Frage ist halt nur, wie man da hinkommt. Geht gleich weiter, warum was riechst du denn aus? Boah, ja, freilich springt nochmal über Klippen, aber ist eh klar. Vorstandssitzung vom... Ah, da schau her. Ja, jetzt weiß ich auch, wie es da aufgeht. Vorstandssitzung vom JUZ. Was ist jetzt JUZ? Ja, da steigen wir jetzt lieber mal so ab. Ja, ist sicher. Zupfte. Überhaupt nichts zu melden. Jugendzentrum, okay? Vom Klettern her, oder wie? Bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Wurzeln vorher übersehen habe, oder? Der vor mir einfach da waren. Naja, dahinter, der war da schon wieder auf irgendetwas. Ja, genau, super. Ganz toll. A und B-Knopf sollte man halt dann nicht verwechseln. Aber gut. Aktive Freizeitgestaltung für Jugendliche von 12 bis 26. Das hört sich ja mit nach einer zauberhaften Einrichtung an. Das hört sich mal nach einer zauberhaften Einrichtung an. Also du bist da mit drin involviert quasi als Capo sozusagen. Gut. Aller guten Dinge sind 3, habe ich gehört. Wie wir es halt noch einmal. Werde ihm schon irgendwie hinhauen. So. Jetzt nicht wieder den falschen Knopf drücken, weil sonst geht es wieder steil nach unten. Okay. Du hast praktisch schon einiges an Zeit hinter die gebracht da in dem Verein. Sehr gut. Nein, ist auf alle Fälle eine gute Sache. Kann man nix sagen. Aha, und da ist jetzt praktisch Ende im Gelände, oder was? Oder gibt's da... Ah, ja, ich seh schon. Verstehe die Frage schon. Da musst du da oben fallen lassen. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht stirb. Brav.
Ich habe irgendwie gerade so das ganz dumpfe Gefühl, dass ich da eigentlich noch nicht sein soll, weil die Gegner halten verdammt viel aus. Wenn es so sein möchte, der längste hocken im gleichen Betrieb. Ja, 14 Jahre ist nicht wenig. Das ist auf keinen Fall. Wie lange bin ich jetzt in meiner Firma? 12. Oh Gott, wie soll ich da... Okay, das kann nur da weitergehen. Ich glaube, dass ich jetzt stirb, aber... Oder auch nicht. Oh Gott, hey. Ja toll, und sonst gibt's da jetzt nichts, oder was? Möchtest du bis verarschen, oder was? Was bin ich jetzt noch dann da rumgegangen? Ja toll, oder? Das hat sich... Ich glaube, das sollte jetzt so gar nicht sein. Ich bezweifle langsam auch, dass ich da noch nicht sein. Also ich glaube, dass ich da noch gar nichts tun kann. Aber da gibt's auf alle Fälle irgendwas. Der Turm ist nicht für umsonst. Das so gern gewiss ist. Kann ich jetzt auf mein Pferd springen? Tatsächlich. Ich kann mich schon da oben fallen lassen, aber... Okay, und tschüss dann. Ich soll doch nicht sein. Ich soll doch nicht sein. Definitiv nicht. Ich glaube, dass es da für mich nichts zum Holen gibt. Okay, Thema erledigt. Schauen wir uns woanders um. So, schauen wir mal auf Karten. Also, das haben wir abgehakt. Den Turm können wir erst einmal außer Acht lassen, weil der bringt uns offensichtlich gar nichts. Titel, der Weg war umsonst. Genauso ist es. Zweimal war umsonst. So, jetzt möchte ich da noch schauen. Da gibt's... Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir da goldene Saat finden. Und ich mag ja nichts am Zufall überlassen. So, wir kommen jetzt da wieder auf, wieder hinten. Okay. Ach, das ist der Baum dahinter, oder was? Was ist noch der? Einsermarkierung, ja, das ist noch Harum und Riese, die dahinter. Da führt, glaube ich, sogar der Weg direkt hin, wenn man nicht alles täuscht. Irgendwas knurrt. Also sind die zwei Drachen, okay. Da ist auch noch mal ein Drache. Sakrament, wie viele Drachen gibt's denn da? Na, vergesst das. Ich kämpfe jetzt da nicht gegen so einen Drachen. Ja, Matze, merci dir fürs Vorbeischauen und viel Spaß bei der Sitzung heute. Lass dich nicht ärgern, schon wieder Drachen. Blutsakramente, gibt's da ein Nest oder was? Das sind mir definitiv zwei Drachen da. Oh, leck mich am Arsch, was ist denn das? Das ist der Mutterdrache oder was? Wie viele Drachen wollen Sie? Ja. Ja, tschüss dann, das... Nein, nein. Du schlaf da mal weiter, ganz in Ruhe. Ich reite da gerade einmal vorbei, gell? Ja, toll, natürlich, triggert der. Halt die Klappe. Das war der absolute Mutterdrache auf jeden Fall. Der war aggressor als wir alles andere, was ich bisher gesehen habe. Ich mähe aber da entlang. Weil da hinten ist nämlich der Erdenbaum. Ah, und da hinten ist ein Boss, ja, man schon denkt. Das ist jetzt so ein niederer Erdenbaum, ja genau. Ich hoffe jetzt einmal, dass da... Ne, der Drache, der herkommt. So.
Meister Bazi Oleg, auf geht's. Wir haben eine Mission. Stinkender Avatar, ja toll. Der one-shottet mich. Okay. Oh, da gibt's einen Maria-Kapfall. Das heißt praktisch, der ist eigentlich noch zu stark. Aber gut, den probier ich jetzt nochmal, weil die Bosse, die haben ja eigentlich, die Baumbosse haben eigentlich alle die gleichen. So, gefühlt. Aber dass er mich one-shottet, mit dem hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, der ist sauber stark. Der one-shottet mich fast. Der one-shottet sogar fast mein Ole. Ja, nein, das kannst du vergessen. Der ist stark. Ja, das brauche ich nicht probieren. Der ist stark. Da soll ich noch nicht her. Der ist so gut. Das ist das Schöne bei dem Spiel. Du merkst sofort, wenn du wo noch nicht hin sollst. Okay, gut. Thema auch erledigt. Da soll man praktisch auch noch nicht her. Also, stellen wir fest für heute, da soll ich nun nicht her und da soll ich nun nicht her. Und so wie ich das sehe, soll ich da dann wahrscheinlich auch noch nicht her, aber das probieren wir aus. Möchte ich trotzdem sehen. Wie gesagt, dass mit der jetzt one-shottet, mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich nicht gerechnet. Weil ich ja doch schon relativ gut gelevelt bin. Aber gut. Herbert, habe ich dir. Schön, dass du da wieder mal einer findest. Alles fit bei dir? Gut, aber eigentlich hätte man den Scheiß denken können, weil wenn du lauter Drachen umeinander fliegen, das muss eigentlich ein Gebiet sein für später. Ja? Also da habe ich eigentlich offenkundig nichts verloren dort. Okay, irgendwo ist gestorben, ich weiß nicht was, aber... Richterli, grüße dich! Na, alles fit? Au. Healing, habe ich gesagt. Halt, nimmst du es wieder mit dem und hoffen, dass das Schmerz noch Wärme. Ja, Wärme gegen Muskelverspannung generell ist sehr, sehr gut. Ja, gibt halt. Oh, lebt mir am Arsch. Ja, jetzt. Ja, oh, toll, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein verschärftes Problem. Achso, nein, habe ich nicht. Achso, ich hab dann die greifen jetzt mir an. Ja, gut. Zerfetzt sie, senk einmal. Ich schaue ihnen dabei zu und lese meinen Chat. Ja, das ist zauberhaft. Das ist sehr zauberhaft. Und dabei kriege ich noch Seelen. Sehr gut. So. Alles super. Und bei dir? Bei mir passt alles. Ich habe zwar noch ein wenig Muskelkater vom Training vom Montag. Deswegen bin ich ja heute nicht trainieren gegangen. Aber sonst passt alles. Ich habe jetzt 2 Tage frei. Praktisch heute und morgen. Freitag geht es dann wieder weiter mit der Arbeit. Genau. Sonst ist alles im Grünen. Ich kann dem jetzt aber da einfach auf Vollgas durchrennen. Das war dem auch wurscht, oder? Nachher wo eher sterben. Okay, ja, das darfst du nicht so eng sein. Das darfst nicht so eng sein. Obwohl ich es verstehe kann. Also mit hat's auch abfangen. Was? Da schießt einer. Der schießt aber nicht mehr lang. Das sagt der und darum gibt's was. Vollgas reiten ist gut reiten. Mhm. Der Mr. Herbert hat's verstanden. Der weiß einfach, was das sagt. Ist 2 Kuppenbrunzer, was ist der mit Enk? Oh. Ja, die halten jetzt wieder nicht so viel aus. Gut, sind halt aber auch Bogenschützen. Sind generell nicht so, denke ich. Au.
Du Arschloch, du Dreckert! Oh, das ist aber eigentlich gut, dass das da alle nachspringt. Was davon? Ha, sag ich doch, dass da was gibt darum. Durchschuss-Talisman. Was ist das? Erhöht die Angriffskraft vom Pfeil und Bolzen. Ja, toll. Ungefähr komplett nutzlos für mich. Ah, da haben wir Seelen kassiert. Oh, da gibt's ein Portal, Freunde. Und möchte jetzt mal schauen, wo ich da rauskomme. Eigentlich mehr das nicht wissen, aber trotzdem. Oh, das ist aber der Gnade, das ist gut für uns. Price, habe ich dir. Alles fit bei dir. So, roste ich da einmal. So, und dann schauen wir mal, wo uns das Portal hinführen würde. Keine Ahnung, wo wir da jetzt rauskommen. Ich habe übrigens noch einen Untergrundort, ein neuer, entdeckt. Da sollte ich aber auch noch nicht hin. So, Schloss Rotmähne. Achso, okay, wir hätten eigentlich auch über die Brücke gehen können, aber wir können es natürlich auch so machen. Okay, das ist scheinbar so eine Art Legacy Dungeon. Passt alles, das hört man gern. Bis auf Muskelkater passt bei mir auch alles, Mr. Price. So, haben wir schon 2 Gegenden erkundet, wo wir halt nicht, wo wir noch nicht hingesehen werden. Ja, jetzt, ja gut, dann schauen wir uns halt mal in der Bude da um. Wer hat mir schon gesagt, wenn ich da auch noch nicht her soll? Gibt's da einen Ort der Gnade? Nein, gibt's nicht. Warte, wir müssen nochmal schnell teleportieren, weil ich muss meine... Ich möchte irgendwas sagen. Jetzt schwappt es einer, ist eh recht. Haut's einen Kehr, dann haben wir mehr. Ganz einfacher Grundsatz. So, jetzt passt Obacht, weil ich hab nämlich Kriegsaschen gefunden. Und zwar habe ich jetzt die Möglichkeit, einmal, also praktisch meine 2 Katanas machen ja Blutungsschaden, ja, das ist ja allseits mittlerweile bekannt. So, und ich habe jetzt ein bisschen rumexperimentiert. Ich habe jetzt ein Katana mal mit Gift. Das hat aber bisher noch nicht so wirklich getriggert, also bin ich jetzt gerade auf, ja, gerade so am Ding, ob ich mal umswitch auf statt ein Gift-Katana auf ein Frost-Katana zum Spielen. Ich hab mir sagen lassen, Frost in dem Spiel so absolut pervers broken, ja. Das Ding ist nur, da geht mein Scaling ein bisschen flöten. Deswegen mache ich wahrscheinlich eher weniger Schaden. Ja. Deswegen glaube ich eigentlich, dass es gescheiter, weil ich bleibe einfach auf Doppelblutung. Weil, ja, mehr Blutungsschaden ist halt bekanntermaßen auch mehr gut. Aber ist halt die Frage, wo sie da sind, ist eigentlich, glaube ich, völlig wurscht. Dann nehmen wir den soliden Bild, dann haben wir wieder 2 Blutungskatanas. Genau, so, sehr gut. Warum muss gleich das 5 leiten? Achso. Wie man so ein Herbert. Achso, und über die Brücke hätte ich da sind übergehen können, oder was? Das möchte ich aber jetzt ausprobieren. Das ist aber dann auch ein gescheiter Troll, dass du dann da selber hier rein kannst und dass das Portal dir einfach auch da hinschickt. Ah, da ist wieder eins. Ja, man kommt halt dann wahrscheinlich da auch rein, oder nicht? Und warum ist da so verlassen, ist die Frage. Das gefällt mir nicht. Freunde, das gefällt mir nicht. Wenn da keine Sau da ist, heißt das nichts Gutes. Dann heißt das definitiv nichts gut. Da gibt's Loot, das nehmen wir. Schmiedesteiner, der Stufe 3, okay. Oh, da kann ich auch mal schauen, ob ich meine Waffen wieder verbessern kann. Schadet die wahrscheinlich auch überhaupt nicht. Warum ist da keine alte Sau? Aha, deswegen die Portale, weil man auf normalen Weg nicht reinkommt, okay. Okay. So, da gibt es Rampen, das mag man auch anschauen, weil da gibt es Loot. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Mord.
Sag ich doch. Schmiedestein Stufe 6. Okay, das hat sich sogar gelohnt. Ja gut, dann brauchen wir scheinbar doch das Portal dazu. Ja gut, dann nehmen wir halt das her. Jetzt da die Locher, wenn wir da woanders rauskommen da. Schloss Rotmähne, okay, dann kommen wir an demselben Ding raus, okay. Ja gut, dann schauen wir uns in der Bude jetzt um, da ich sagen, oder? Ja, da kommt man ja, wahrscheinlich von der Seite nicht rein, da ist es dann wahrscheinlich so eine Art Shortcut. Es ist aber komisch, dass da kein Schwein da ist. Ich hab da kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich sag's eigentlich, wie es ist. Wirklich wohl ist mir gerade nicht. Aber da gibt's einen Ort der Gnade, dann ist man schon ein bisschen wöhler. Es gibt's ja nicht. Habe ich hier was? Ich habe was gehört. Ah ja, jetzt verstehe ich, warum noch nicht mehr ist. Nehmen wir mal den Hut mit. Schmiedestein, okay. Ja, kein Wunder, dass da keiner mehr ist, weil die werden sich die zwei da gekümmert haben. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die außerfordern soll, aber wahrscheinlich werde ich die sogar außerfordern müssen. Da geht's auch nicht durch, okay. Aber bei dem Ort der Gnade ist es weitergegangen, meine ich. Ja, du kommst nämlich da rechts außer, geht's da weiter. Aha, da haben Gegner, da siehst du es, da hören wir es auch schon. Oh, das ist aber ein Ort, an dem nicht gekämpft werden darf. Okay, also haben die schon mal relativ harmlos, sag ich jetzt einmal. Ist das ein NPC? Du schaust noch ein NPC aus, oder? Bist du ein NPC oder bist du der Wolf? As a fellow combatant, allow me to introduce myself. Blythe. Der Bleit. Warrior. Now, we find ourselves pitted against Radahn. Was bitte? Strongest of the demigods. The way ahead is pleasingly simple. A path forged by sword and fang. Was sollen wir mir da einen Halbgott legen? Nothing to do but wait until the festival begins. Ich muss einfach. Billinger habe ich dir. Was fit bei dir? Was soll ich kaputt machen? Ja, der was. General Radahn, mightiest demigod of the Shattering, awaits you. Champions, prepare for battle. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. A celebration of war. Radahn. Radahn Festival. Warum ist dieser Festival, frage mich. Was möchte man so. Oha. Bist du Freund oder Feind? Da kann man auch nicht kämpfen, also bist du Freund, offensichtlich. Wer bist jetzt du? Are you good and prepared, young chum? The festival begins.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich bereit bin. Oh, du bist zu stark, Parzival. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich gegen das Viech jetzt kämpfe, oder? Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The Ich glaub's aber nicht ernsthaft, dass ich gegen das Viech jetzt da kämpfe. Mahlzeit, ja. Ich glaube, das ist sein nächster Punkt auf seiner Speisekarte, wenn du mich fragst. Warum kann man da keine verfickte Tiere aufmachen? Das ist ein Wahnsinn. Ja, da ist eine Kirche. Da können wir unser Testament schon mal schreiben. Das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Schmiedestein, her damit. Den nehmen wir. Soll ich vielleicht meine Waffen nur aufwerten, ne? Ja, und jetzt war... Ja, genau. Das ist die Wüste, von der ich irgendwie erzählt habe vorher. Die habe ich von der Klippen da oben auch schon gesehen. Ja, jetzt macht alles Sinn. Ja, toll. Ich soll jetzt... Ist das ernst? Ich muss da ernsthaft her, oder was? Ja, gut, ich glaube, dass ich den keine Chance nicht habe, aber den probieren wir jetzt einfach mal. Zwecks Content! Zwecks Content lassen wir uns jetzt einmal verhauen. Jetzt schauen wir mal, was der auf dem Zahnfleisch hat, der Typ. Da ist schon mehr Statue, das ist sehr gut für uns, ja? Oh Gott, ich mag den gar nicht machen. Ich glaube, ich werde so dermaßen verdroschen werden jetzt gegen den. Was ist denn das? Merci dir. Das wird man wahrscheinlich brauchen. Wie gesagt, ich glaube, dass ich was? Chargel. Was ist das? Also Charge! Chargel. Ich habe jetzt das Ausrufezeichen aus der L gelesen. Charge. Sternengeißel Radan. Ja, tolle Wurst. Ja, der tut nicht lang umeinander. Ach, die kann man rufen, oder was? Ja, dann wird's easy. Ja, der One-Shot hat mich heute auch schon fast. Okay. Ich bin noch nicht einmal bei einem dort. Alter, bist du besteuert? Oder Gravitationsmagie. Hey Charlie, du bist verwendet groß für dein Pferdl. Oh, man kann da sogar rein. Nice.
Au! Au! Also ich sag jetzt mal so, ich glaube, gegen den Sterben ist kein Schande nicht. Das ist einfach lauter Monster wie kein Bazi mehr. Ja, das Ding ist gewaltig. Aber musikalische Untermalung von dem Boss ist natürlich wieder mal 1A, gell? Ja, da kannst du mal gar nichts sagen. Aber das ist schon mal gut, dass man das Viertel hernehmen kann, soll, muss. Weil die nicht Pfeile ausweichen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Vor allem, wenn da so ganze Salben runterkommen. Aber der glaube ich, ist machbar. Schauen wir einfach mal. Ja, okay, der schießt mir einfach mal mit einem Schuss von meinem Rosa, okay. So wie ich sage, ist es der Mainboss. Aua. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Wo Boss Gegner, wo? Okay, der macht einfach einmal eine Arschbombe aus keine Ahnung woher und okay. Leck mich am Arsch. Aber jetzt haben wir gut über der Hälfte gehabt, kann das sein? Ah, der hat's in sich. Der hat, Freunde, der hat's in sich. Der ist nicht ohne, ja. Der ist, glaube ich, jetzt so ziemlich... Ja, seit dem Godric der erste Boss da, wo wir jetzt wahrscheinlich tatsächlich ein wenig brauchen werden. Michi, habe die Ehre. Ja, das Viertel bringt mir da absolut gar nichts. Der schießt mir einfach sofort aus dem Nirvana. Der Weg zu ihm ist schon heftig. Weißt du, Herbert? Der Weg zu ihm ist schon nicht ohne. Mit seinen Pfeilen. Also, was heißt, der eine Pfeil, der magische, ist nicht so schlimm, aber die, die von oben kommen, das ist ja pervers. Okay. Ich glaube, das Viertel macht Sinn, wenn die Pfeile von oben kommen. Oder auch nicht.
Wow, Alter. Alter, was der wie ein Range hat. Wow, Bro, chill. Passt. Kann gegen den überhaupt nichts tun. Keine Chance. Brutal, was der für eine Range hat. Abartig. Abartig, was der für eine Range hat. Die Pfeile kommen immer gleich. Ja, hübsch. Bisher. Aber es ist unfassbar, was der für eine Range hat mit seinen Schwertern. Das ist brutal. Fluxi habe der. Ja, die Helfer, die haben nicht umsonst da, das ist klar, um ihn abzulenken. Aber das Problem ist, dass mit der mit seinen Pfeile vorher schon extrem stresst. Boah! Oh! Also hätte ich mal nicht gestanden. What the fuck? Was war denn das für eine Animation? Alter, das ist so krank, was der für eine Range hat. Hast du ja nicht der Vorläufer von ihm. Aber die kann man scheinbar immer wieder rufen. Ja, der Boss wird nicht ohne. Ja toll, wo ist er jetzt? Ich seh ihn noch nicht. Na, geh weg da. Brauchen wir Heilung, wo ist er denn? Ich am Arsch.
Der Boss stresst mich gerade ganz schön. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr darauf konzentrieren, seine Movements zum Lernen, weil der derart eskaliert. Ich stirb fleißig, ja. Bei dem Boss auf jeden Fall. Machst Samstag auch einen Leberkast? Das weiß ich noch nicht. Sag er noch. Bei dem Boss bin ich jetzt mehr damit beschäftigt, wegzulaufen, weil der setzt die so derart unter Druck. Mit gefühlt allem. Also mit Pfeile, mit seiner Magie, mit seinem ganzen Scheiß, was er hat. Ja, das Pferd bringt doch gar nichts. Das brauchen wir mal ein paar Helferlein mehr. Ich seh nix! Oh, wenn wir meine eigenen Verbündeten am Weg Sicht versperren. Ah, da kann man hinten dodgen, okay. Schaut es tatsächlich einmal dezent aus. Ich sage aber auch nicht, von wo der kommt. Das ist das Brutale. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist und keine Ahnung, warum ich ihn jetzt gemacht habe, aber ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Leider, ich kann jetzt zu dem Boss, ich halt meine Schnauzen. Ich halt einfach mein Maul. Weidinger halt einfach dein Maul. Wünscht sich was, hat einen Haufen Sternschnuppen. Jetzt explodiert alles, oder was? Und das war's ja. Billinger hat das da nicht einmal zweimal sagen. Der Boss war krank. Der Boss war. Leider, ich kann nicht sagen, wie ich ihn jetzt gemacht habe und wie man macht und keine Ahnung. Das ist mir jetzt alles jetzt schnell gegangen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe auf einmal eindroschen auf ihn und dann war er halt hin. Ich kann nichts sagen dazu. Ich weiß nicht, ob man anders genauso machen kann oder. Keine Ahnung. Ich hab's einfach irgendwie hinter mir gebracht. Weiß ich nicht. Normalerweise kann ich zu jedem Boss irgendwas sagen, aber zu dem jetzt tatsächlich nicht. Weil ich einfach überfordert war jetzt mit seiner ganzen Aggression und Range und was weiß der Teufel. Ich habe nicht einmal den Boss gescheit analysieren können. Das ist nicht gegangen. Es ist einfach nicht möglich gewesen. Aber er scheint besiegt zu sein. Ja, es gibt Soul-Spiele, da machst du einen Boss und dann hast du ihn gekillt und dann stellt sich aus, ja, Moment einmal, das ist jetzt Phase 1 gewesen, jetzt musst du nochmal gegen ihn kämpfen. Ja? Sekiro zum Beispiel, wo der Endboss auf einmal einfach mal 3 Phasen hat. Ja? So, auf die Art. Einfach rein ins Viech hat immer schon geholfen, ja. Scheinbar. Hat sich bewährt. Aber Hauptsache das Viech ist weg. Ich weiß zwar nicht, was uns das jetzt bringt und ja. Schön.
Radan Speer. Oh, das hört sich nach einer Waffe an. Wo ist er denn? Oder braucht man den für irgendwas? Ist der Schlüsselgegenstand oder was? Nein. Wo kein Schlüsselgegenstand? Wir haben eine Rune. Ermöglicht eine perfekte Wiedergeburt. Große Rune der Ungeborenen, was auch immer das ist. Es ist aber wahrscheinlich. Hä? Es muss eine Waffe sein, oder? Das gibt's ja nicht. Muss eine Waffe sein. Hä? Was war denn das? Weil die Pfeile war drin, oder? Echt? Ach, da ist er! Großpfeile, die General Radan beim Fest der Kämpfer einsetzte. Radan wurde später von den rein Fäule Rittern mit diesen Speeren erstochen, erfüllt von Radans Gravitationskräften. Aha. Ja, schön. Werde zwar wahrscheinlich nicht hernehmen, weil aus Gründen. Aber gut. Auf alle Fälle kann man da looten. Gibt es da eigentlich einen Ort der Gnade? Sieht nicht so aus. Du hast wieder Internet! Ja, stimmt, weil sonst war es nicht da. Offensichtlich. So, da finden wir jetzt nur so eine Sperre vor ihm, oder was? Sonst noch irgendein Loot? Irgendwo? Aber mich da interessieren, was das für Sternschnuppen war. Die wo da, also war so ein richtig blauer Streifen am Himmel, das habt ihr alle gesehen, aber was genau das jetzt macht, werde ich wahrscheinlich später irgendwann erst herausfinden. 8 Tage Entzug gehabt, heilige Scheiße. Na dann willkommen zurück in der Welt des Schundverbreitens. Home ist besser wie Brauer, das stimmt. Spotty habe ich dere. Ach, da oben ist ein Ort der Gnade, du schon, ich würde schon sagen. Oh, das ist wieder der Meister Wolf Dingenskirchen. Wie heißt der? Bleit, man heißt der, oder? Jetzt mag ich erst einmal den Ort der Gnade aktivieren, damit ja auch nichts passiert. Oh, da ist Loot. Achso, nein, da ist nicht Loot. Da geht's zurück, zum Eingang zurück. Nein, ich mag mit dem Rennen. Was hat der zum Sagen? What a sick way to fight, eh, mate? The glory of the clash is shared. By Radan and you, and then a falling star. Right before our eyes. I can't fathom how Radan was holding back something of that scale. He was a living legend. If ever I saw one. Well, it's time I left. The wheel of fate has been set into motion. If it's on the cards, I'd be glad to meet again. You are a fine warrior. If it's on the cards, you are a fine warrior. Okay. Bei dir wird jetzt so ein Glasfaser verlegt. Ich hoffe, dass da ist hier. Also wenn es Vieh hat, dann wird's massive Freuden haben, weil ich habe jetzt auch Glasfaser, seitdem ich umgezogen bin und es ist einfach ein Traum. Okay, Stufenaufstieg, wie schauen wir da aus? Da geht sogar was. Ja, gehen wir noch. Mehr Damage ist mir gut, habe ich gehört. So. Dann kann man uns so herum noch umschauen tatsächlich. Ich meine, gut, dass da ein Boss ist, den wo ich noch nicht machen kann, weil er zu stark ist eh klar. Aber das heißt ja nicht, dass ich da eventuell was nicht machen kann. Lennes Turm. Ah, das ist das andere. Ja. Ich weiß schon, was das ist. Da gibt es nämlich, da meine ich nämlich ein Drache, wenn man nicht alles täuscht. Ja, Greyolds Drachenhügel. Und da ist ein Drache und lass mich raten, der ist für den bin ich auch noch schwach. Wahrscheinlich. Ziemlich wahrscheinlich sogar. Mal, ich probiere jetzt mal, weil vielleicht geht ja was. 2 Drachen haben wir schon verhaut. Mr. Seitsching, haben wir da 2 Döner mit Bier, das gönn ich mir. Hau rein. Los, der Schmecker. So, was bist jetzt du für einer? Fliegender Drache Grail. Ja, spuckt einmal dein Feuer. Lass mir mal dezent am Anschlecker.
Okay, Damage, nice. Relativ. Aber seiner halt auch. Oleg, du kommst mir auch mal zur Hilfe, weil warum denn nicht? Okay, am Fuß machen wir ihm überhaupt keinen Aua, Schaden. Ja, der ist auch nicht stark. Ja, der ist auch noch stark. Der ist auch noch zu stark. So wie es aussieht, ist dieser Kollege hier auch noch zu stark. Ich glaube, dass das generell ein Gebiet ist, wo ich nun nicht hin soll. Habe ich so das Gefühl. Gut. Also haben wir das Gebiet, glaube ich, so ziemlich abgehakt. Na gut, das eine oder andere, der eine oder andere Dungeon wird noch irgendwo versteckt, aber den kann ich offstream auch suchen. Da schaut noch irgendwie jetzt ganz hitverdächtig aus, oder? Aber ansonsten... Irgendwie ist die Vorstellung, dass der Drache stirbt, wenn du ihn oft nur auf dem Fuß hast, schon lustig. Ja, Nagelbettentzündung. Ja? Wir fügen ihm dezent gewollt eine Nagelbettentzündung an die Zehen zu. Ja? Das ist immer unangenehm. Ich spreche aus Erfahrung, glaubt mir das. So, jetzt schauen wir uns da noch um. Wie spät ist denn jetzt? 5:30, das ist noch eine gute Stunde. Da können wir uns da auf jeden Fall noch umschauen, weil da wollte ich letztes Mal unbedingt noch her. Dass wir mal da weitermachen. Wir nennen den Drachen mal gekonnt Schwiegermutter. Ja, kann man auch so bezeichnen, das stimmt. Wobei, na, wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Warte mal, ist da nicht irgendein so ein Schmiedehansel heruntergewinnt? Ist eh wurscht. Ich schaue mal, ob ich meine Waffen aufwerten kann. Ich glaube, das ist jetzt mal an der Zeit, das zu überprüfen, weil ich habe schon langsam so das Gefühl, dass wir mir Zwang Damage machen. Beziehungsweise habe ich schon langsam das Gefühl, dass wir vielleicht einmal ein bisschen Waffen finden müssen. Die Frage ist nur, wo? Ja? Das wird mir ja schließlich auch nicht gesagt. Aber jetzt schauen wir da mal. So, du wärst mir jetzt bitte schon einmal, soweit es möglich ist, meine Waffen auf. Toll, geht nicht. Muss mir fehlen, welche von Stufe 3. Ernsthaft? Kann ich die kaufen? Ist die Frage. Kann man die kaufen? Schmiedestein Stufe 3? Eventuell. Schauen wir mal. Kannst verkaufen. Hey, du verkaufst du das? Nein, wir nicht. 2er, ja, toll, ich brauche einen 3er. Schade. Schade, Schokolade. Ich habe jetzt einen Boss gelegt. Ich habe nämlich herausgefunden, dass man da hinter, das habe ich auch lange nicht gesehen, bei der Ollen da kann man nämlich die Rüstung. Mit das. Uiuiui, die hat Radan-Rüstung. Radans Rotmänenhelm und Radans Löwenrüstung. Die hat nämlich die Bossrüstungen zum Kaufen und du kannst da die Bossseelen für Waffen oder halt Magie oder sowas eintauschen. Das habe ich mir nämlich schon mal gefragt, wo das geht. Das geht tatsächlich da. Und was ich mich nur frage, Mr. Billinger, das könnte man sich vielleicht sie beantworten. Was kann ich mit den Runen da machen? Bei mir zeigt es das an. Du kannst aber auch, müsst ihr mal schauen, bei dir im Chat musst du einfach deine Identität umstellen. Das kann sein, dass sie da jetzt bei dir was versteht hat. Also bei mir zeigt es das an auf jeden Fall. Genau, die Frage ist, was bringen mir die Runen? Habe ich nicht gerade wieder eine gekriegt? Eigentlich? Hätte ich eigentlich schon gedacht, gut. Aber gut. Die geben da, glaube ich, Buffs, bis du stirbst. Und wie kann man die ausrüsten? Kann man die überhaupt ausrüsten? Ja, was machen wir da weiter? Gut, aufgrund der Tatsache, dass wir mir Schmiedesteine Stufe 6 teilweise schon gefunden haben, ist das wieder ein Hinweis darauf, dass ich da hätte nicht hin sollen. Das weißt du auch nicht so genau. Ja gut, da muss ich dann nochmal schauen. Okay, PC sagt ja, aber Handy und PS5 nein. Ja, Handy ist sowieso so eine Sache, was Twitch schon geht. Ah ja, da war ja das mit dem Pfeilhagel, genau.
Da mag irgendwer nicht, dass wir mir in die Burg eingehen, aber da sage ich ganz ehrlich, da fallen wir mir jetzt ein. Ist egal, wer da was dagegen hat. Ich mag in die Burg da rein. Da ist nämlich schon wieder Ort der Gnade, das ist gut für uns. So. Ja, Russen sollten wir vielleicht noch, dass meine Gesundheit wieder voll ist, müssen wir ja nicht geizig sein. Haus Karia. Das ist ein wenig ein Großhaus, wenn du mich fragst. Der Oleg ist auf jeden Fall schon mal in Alarmbereitschaft, wenn es wirklich war. Also hätte ich auch schon können, ob man den noch... Hey! Was ist denn das? Bratzen oder was? Ja, okay, das eskaliert mir schon wieder zu stark. Das eskaliert mir schon wieder zu stark da. Wenn irgendwelche Bratzen nach mir gelangen. Alter, wenn du deine Knierscheiben chillst, ha, was ist der? Du hast doch keine Knierscheiben, offensichtlich. Chill deine Fingerkuppen! Was soll denn das sein? Eine Spinne in Handform, oder was? Alter, die haben da richtig... Zupfte! Dunkelschmiedestein, okay, ja, immerhin. Muss ich da jetzt mal aufpassen, damit ich nicht so ein Bratzen da schluckt, oder was? Schwarzwurzel, Handspinnen sind das, kennt man doch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kennt man das. Schmiedestein Stufe 2. Ja, das da glaube ich, sollte man eher her. Also die Monsterbratzen da hinten, die ist schon... Ja, sag mal. Wie viel gibt's denn da von den Viecher? Gehen wir da 100.000 oder was jetzt? Ja, leck mich am Arsch, das ist ja auch schon wieder so ewig groß. Schimmersteinglühbirnen, gern. Raureif-Kristallknospen, ich verstehe das alles nicht. Ja, das, die generell Gegnerdesign von From Software ist eigentlich fast unangefochten, wenn du mich fragst. Aber irgendwie kannst du die Viecher auch kaum ausweichen. Zumindest noch nicht. Ich hab zumindest noch nicht herausgefunden, wie. Aber die droppen Dunkelschmiedesteine, das ist gar nicht einmal so verkehrt. Ja, ich stich da noch schon. Wenn man das auch so spitz reingeht, keine Ahnung. Ja, entweder der Ring oder da, wo sein Handgelenk eigentlich sein soll. Aber der Ring ist halt so schon ein sehr deutliches Zeichen. Ja, genau, also wie du jetzt hingehst. Bist du bescheuert oder was? Aua. Für das, dass er so einen großen Finger hat, ist es aber ein läppischer Zauber gewesen. Oh. Ach, da ist das Ding. Da ist der Käfer. Hier geblieben! Ja, da kommt der Bratzen aus, das habe ich genau gesehen. Karianischer Aufspießer. Okay, das ist ein Zauber gewesen. Oh, das seht der Blinder. Kannst du vergessen, dass ich da reinrenne. Ja.
Ja, okay. Gut, schauen wir mal in die Burg rein. Da gibt es bestimmt noch was zum Sehen. Von wo bin ich jetzt überhaupt gekommen? Von da hinten, meine ich, oder? Wo bin ich gekommen? Okay. Dann praktisch da weiter. Ja, wenn es nach oben geht. Wenn es nach oben geht, geht es meistens weiter. Finger weg von mir. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass mir gleich wieder irgendein so ein Bossviech anspringt. Ich weiß es auch nicht. So gelungen, wenn nicht. Ja, den kleinen scheiche ich nicht, ich scheiche den großen. Ja, gerade sag ich noch, ich scheiche den kleinen nicht. Okay. Gut, durch den Braten im Vorgarten haben wir es geschafft, scheinbar. So. Möchte nicht wissen, was dann in der Bude los ist, wenn da schon so komische Gestalten umeinander rennen. Das ist eh schon Mord. So, servus, ich war zum Putzen da, wie schaut's aus? Oh, da ist ein Gemälde. Und da sitzt wer? So, was ist mit dir? Herrin Ranni, seit langem erwarten wir euch. Ich bin keine Herrin. Ich bete für die rasche Stehung eures Hauses. Meine Fresse. Möge der Vollmond über Kari erscheinen. Ach, das war der andere, die wo wir letztes Mal verdroschen haben gerade. Ist das möglich? Das war der Mainboss, glaube ich, vom letzten Mal. Das kann durchaus möglich sein. Jetzt passt zur Wacht. Bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, was da... Da ist ein Friedhof, da ist eine Kirche drin. Im ersten... Oh, das ist ein Ort der Gnade, okay. Vielleicht der Besass, ja. Schmiedestein Stufe 4, okay. Wir brauchen aber 3. Der 4er hilft uns noch nichts, wir brauchen nur einen 3er. Da oben ist auch Loot. Da kommt man bestimmt noch anderweitig hin. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Wo ist man gerade nicht? Das schaut ganz, ganz, ganz böse verdächtig aus da. Sag ich doch. Okay, die halten nichts aus. Das ist gut für mich. Klappe. Ich bin auch so, ich hätte vielleicht rasten sollen, weil ich kaum eine Heilung habe. Schott wahrscheinlich nicht. Werden wir da mal rosten. Müssen wir zwar die 2 haben, da einfach gerade eben einen kleinen Hummel machen, aber das macht ja nichts. Nehmen wir unser Schwert einfach mal in einen Arm. Dann können wir nämlich durch Schädel auch durchhauen, wenn es wirklich ist. Außer man visiert den Falschen an. Das ist natürlich dann auch nicht so ratsam. Ah, da unten haben wir gewählt, okay. Ah, okay. Oh, wo kommst du her? Da haben so komische Magiebolzen im Boden drin. Und wenn man da drüber läuft, dann spawnen die scheinbar. Ja toll, jetzt soll ich wissen, links oder geradeaus. Ich weiß so auch nicht. Gehen wir mal links. Gehen wir einfach mal links.
Am besten aber jetzt nicht da runterfallen. Aha. Da kann man dann umspringen. Aha, okay. Kann man umspringen und da geht's dann da rein. Ich spare mal aber jetzt einmal. Ja, es wird auf der anderen Seite weitergegangen, sehe ich gerade. Aber wir haben ja entdeckungsfreudig. Wir wollen ja wissen... Ah, ja, hat sich doch weggenommen. Runenbogen, sehr gut. Du haust ab. Ab der Stelle, zupft. Ja gut, okay. Was war jetzt das? Wo kommst denn du jetzt her? Du bist ein Blöd im Kopf, hä? Oh, wo ist der andere jetzt? Da ist er. Aua! Aua! Verpiss dich! Okay. Ist es normal, dass die erst auf dem Rückweg spawnen? Da hinten sitzt da wieder einer. Sag mal, wo kommen denn die wohl jetzt her? Keine Ahnung, wo die jetzt alle herkommen, aber gut. Spawnt wieder einer? Ja, ist eh klar. Ja, den da hinten los steht, der interessiert mich nicht. Brotzeit war zu Ende, ja, so ungefähr. Denk nicht mal drauf. Oh, staggert mich nicht. Ach so, ja, jetzt kommt der ganze Clownsverein. Ja, super, toll. Das ist Chef-Enk, das könnt's mir aber kreuzweise. Ja, genau, bleibt dieser mal da unten stehen, das ist das Gesinde für Enk. Und für mich. Das ist ein Aufzug. Ja, gut, eine, hilft eh nicht. Oh, warte Gnade. Das ist gut. Das ist gut, das heißt, da ist kein Feind. Und wo keine Feinde haben, haben wir keinen Stress. Das ist zauberhaft. Lass mich raten, jetzt haben wir einfach ein Stockwerk her und können uns auf den Loot droppen lassen. Das geht da richtig der Annahme. Ich glaub schon. Oh, leck, was ist das? Da hinten ist selbst, da lurt irgendein Getier lurt dort. Da luren mehrere Getiere. Und da ist eine Statue. Aber die goldene Saat, die mich hätte ich jetzt ehrlich gesagt schon haben, weil dann glaube ich, kriege ich wieder Flaschen mehr. Da machen wir jetzt mal auf ganz sneaky picky. Ja. Ich sage, ich nehme die Saat mit und ich schleiche mich dann wieder. Sehr gut. Das ist sauer aufgelaufen. Schauen wir mal, ob ich eigentlich schon genug habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt 3 Stück davon. Das heißt, ich kann mir jetzt eine Flasche mehr dazu holen. Schauen wir einfach mal. Vier braucht man jetzt schon. Okay. Dass man jetzt schon 4 braucht. Wie viel habe ich jetzt? Ich müsste 3 haben, wenn man nicht täuscht. 3, ja, also fehlt mir noch eine. Okay. Gut, man muss halt aber auch sagen, ich habe schon 10 Flaschen. Ja. Mich würde mich interessieren, ob es da ein Maximum gibt. Na gut, wenn er mich in Ruhe lässt, lasse ich ihn mal in Ruhe. Das ist Loot. Der ist, ja, das war klar, dass der nicht unbewacht ist.
Ui, das Hundteil hält aber was aus. Blaureife Kristallknospe, ja toll, das hätte man sparen können. Ah, ja. Ich glaube, wir haben einen Boss gefunden. Aber da haben 3 Magier, das ist unflauschig. Oh, ich kann Oleg rufen, ja, dann ist es nicht mehr so unflauschig. Ach, das ist gar kein Boss. Oh, wo hätten du das über? Ich hau da einfach so lange auf Schienbein, bis das. Keine Ahnung. Blutungsschaden hat auf jeden Fall schon mal gut geregelt. Ja gut, so schlimm war er jetzt. Trollritterschwert. Muss man mal schauen, was ist das? Das skaliert, ja, offensichtlich skaliert die mit Stärke und auch mit Weisheit. Schaut aber ganz cool aus eigentlich. Ein Großschwert mit blauen Schimmerstein stammt von den Trollen im Dienst der königlichen Familie von Caria. Vor langer Zeit traten die Trolle in Carias Dienste und gelten als wahre Ritter. Sie kämpfen gleichberechtigt Seite an Seite mit ihren menschlichen Waffenbrüdern. Ja genau, von wegen menschliche Waffenbrüder, die wohl als Geister umeinander rennen. Sehr, sehr menschlich. Sehr, sehr menschlich. Muss man schon mal sagen. So, gibt's da Loot? Wurscht, schau mal. Ja, da kann man jetzt mitjumpen. Ja, das muss ich riskieren haben sogar. War aber offensichtlich fürs Licht. Wobei? Ja, da kommst du dann wieder vorn hier, okay. Und sparen. Auf der anderen Seite ist dasselbe. So, dann wieder so ein Magietrottel. Achso, nein, doch nicht. Das sind normale. So Art Assassinen. Der schießt mir erst einmal einen Bolzen ins Gesicht. Sehr gut. Parfümeursbolzen. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also der Oleg verzupft sie wieder, okay. Oh, da geht's raus. Geht's da raus? Ja, ja, ich seh's schon. Da springt mir jetzt wieder irgendwas an und wirft mich da oben, 100%. Ich sag's okay, man. Ah. Wo geht's nach unten? Aber die Sprungpassage, die sparen wir jetzt einmal, die schauen wir dann alles offstream nur an. Ah, das stinkt noch Boss Arena. Ja, wenn da kein Bosskampf nicht kommt, dann weiß ich es aber auch nicht, gell? Also das schaut ja schon sehr verdächtig nach Boss Arena aus. Ah, da hinten ist eine Nebelwand. Okay, das ist doch kein Boss Arena. Aber wie raus ist denn das Gebiet nun? Was ist... Hey, ist doch ein Boss Arena. Ah ja gut, wir machen Maschinen schauen, das ist zauberhaft.
Mir ist gerade aufgefallen, da ist gar keine Statue nicht gewesen. Au! Oh, was ist jetzt da komplett durch, oder was? Oha. Aber gibt's in der Bude auch mal irgendetwas, was nicht irgendwie magisch oder geisterhaft ist? Zupfte! Lorettas Großbogen. Und Kriegsasche Lorettas Schnitt. Okay. Ist kein Bossarena, bat sie 10 Sekunden vor dem. Du bist zauberhaft, falls dir das was hilft. Ja, du bist wirklich zauberhaft, das stimmt. Servus, Kiksi. Aber da ist halt Geld da haben sie halt Geld niedergelegt. So, Loretta Schnitt, was machst du? Ja, gut, kann ich nicht nachschauen, weil. Ah, warte, genau, okay, sehr gut. Schauen wir mal, was Loretta Schnitt denn da so ausrichtet. Das ist intensiv. Geht's nur mir so, oder? Vielleicht einmal so kurz vierstellig. Ja, gut, das ist gut, Portokass. Ja, Loretta Schnitt, was ist jetzt das? Nein, das ist ja nicht. Das Schimmersphalanx. Wo ist jetzt die Kriegsasche? Möchtest du mich verarschen, oder was? Wo ist denn das? Loretta Schnitt wo? Blutiger Schnitt? Das ist er aber nicht. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht ist aber meine Waffen auch dafür nicht kompatibel. Das kann natürlich auch möglich sein. Vielleicht braucht man aber Magiewaffen. Das darf ich jetzt nicht einmal anzweifeln. So, kann ich jetzt irgendwas aufwerten? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh, da fällt's noch weit. Okay. Schauen wir da oben. Ich hab's gerne intensiv. Geschubst. So. Und was ist jetzt das da für kaputte Müslischale da drum? Das ist jetzt auch wieder gerade zur Einrichtung, oder was? Toll. Ist da der nächste Boss oben, oder was? Mal 3 Schwestern. Verstehe die Frage nicht. Oh Gott, da ist schon wieder Drache hinten. Da ist schon wieder Drache hinten. Ja gut, weiß ich, wurscht ist. Dann schauen wir uns den auch noch an. Hier, Gulasch. Du musst mal schnell warten, bitte. Der Drache schaut mir. Achso, die 3 Schwestern sind 3 Türme, oder wie sage ich das? Oder haben da 3 Drachen gemeint? Ich mag es eigentlich gar nicht wissen. Warum tue ich denn das jetzt überhaupt? Ich bin eigentlich komplett behindert. Ja, total zerflauscht, Ja, weißt du, Wechsel. Morgen streame ich nicht. Wahrscheinlich erst am Sonntag. Wahrscheinlich erst Sonntag wieder. Mal schauen. Aber los, schmecken. Okay, der wird schon nicht so stark sein. Das wird wahrscheinlich grillt er mir gleich innerhalb von einer Sekunde, aber. Schimmerstein-Drache Adula. Okay, ja, toll. Das ist Chefin-Drachen. Ja, der macht nicht ganz so viel Schaden. Der ist, glaube ich, machbar. Ja, ich schreib da noch, Michi.
Oh ja, der ist definitiv machbar. Ich hau da so lange auf die Dosen, bis das, keine Ahnung, bis das, weiß ich nicht. Cetirizin brauchst du vor lauter Jucker. Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht. Wo ist er denn? So, wo ist er jetzt hin? Der verzückt sich einfach, oder was? Offensichtlich. Na ja, dann. Aber der war machbar gewesen, definitiv. Schau mal, da sind das die Sternschnuppen vom Radan vorher? Kann das möglich sein? Wahrscheinlich nicht, oder? Ranis Turm, okay. Sitz. Okay. Jawohl, Bazi auf Trab halten. Wird gemacht. Ja, wer mehr für deine 100 Bits. Das Spiel hält mich auch nur auf Trab, da braucht es gar nicht runter. Ran ist so. Da ist noch. Achso, da hinten. Ah, da schau her. Da ist noch einer dann, noch Adam und Riese und da hinten ist der, den wir schon gesehen haben. Ja, gut, jetzt schauen wir mal. Das hängt bestimmt wieder irgendwie zusammen. Ach, da ist ein Aufzug, okay. Und nehmen wir heute nochmal. Man fährt aber nicht weit. Ah. Okay. Ah, da schau, da kann man sich oben fallen lassen wieder mal. Du aber jetzt nicht. Oh, Gandalf! Again we cross paths. Was mach mal, Gandalf? I said my name was Rena when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das macht, deswegen lehne ich es jetzt einmal ab. To me again, shouldst thou surrender in thyself into the service of a dull witch, is not as frightful as thou fearest. Mit 5 Bier auf. So, da war die untere Ebene Anwesen, Königliches Observatorium. Wo war denn da der Boss? War der da? Der muss da gewesen sein. Rein in den ganzen Weg wieder zurückrennen. Aber die haben wir ganz am Anfang einmal getroffen. Das war, glaube ich, einer von den ersten NPCs. Wenn mich nicht alles täuscht. Gibt's aber wahrscheinlich noch mehrere Türme. Genau, nämlich den direkt vor oben, weil wir waren in dem Hintern drin. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, wir waren mit denen da hinten. Und es gibt 3 insgesamt. Da hinten ist auch noch einer. Schauen wir mal, was mit dem da auf sich hat.
So wie das ausschaut, ist nämlich der verschlossen. Rennersturm. Aktuell fest verschlossen. Schlecht. Schlecht. Ja gut, da 6 kommt Mitarbeit nicht. Herbert, los der Schmecker und eine wohlergehende Nachtruhe wünsche dir. Merci fürs Zuschauen. Warte mal, wo war jetzt? Das da hinten ist Rannisturm wahrscheinlich, oder? Und dann müssen wir zu dem da unten nochmal schauen. Ist halt auch wieder so, dass ich keinen Plan habe, was ich jetzt da machen soll. Rennersturm? Den wird zaubert doch. Es schaut auch aus, wie wenn der noch fest verschlossen war. Ah, okay. Der ist auch fest verschlossen. Seluvis-Turm. Okay. Und da die jetzt halt Vollgas vermuten. Was haben wir denn da? Aussichtspunkt, was ist denn das gewesen? Magmalin. Ah, da war der Dungeon. Ja. Da war der Dungeon. Gut, aber so wie ich das sehe, geht es dann tatsächlich da weiter. Großer Aufzug vom Dektus. Moment einmal, wir haben wir doch. Und da sagt er mir nämlich, dass eigentlich weitergang. Wir haben doch auch so ein Ding gefunden, glaube ich, oder? Irgendwann einmal. So, Schlüsselobjekt. Medaillon von Dektus links. Das heißt, es gibt noch eins von auf der rechten Seite, aber wo das ist, keine Ahnung. Müssen wir suchen. Und so wie ich das sehe, kann man dann mit dem rechten Teil da oder irgendwie den Aufzug da aktivieren und dann kommen wir wahrscheinlich in ein neues Gebiet. Es hat man halt vom Ding her beim verlassenen Sarg, was waren das für Gebiete, muss ich jetzt mal schauen. Da weiß ich nämlich jetzt ehrlich gesagt selber nicht mehr, was das gewesen ist. Altos Plateau. Ah, da geht's nämlich, glaube ich, auch weiter dann. Da auf zu. Ja, da schauen wir jetzt noch, da schauen wir jetzt noch mal ein paar Meter dahin. Vielleicht entdeckt man irgendwas für den nächsten Stream dann, tatsächlich. Ja, der Hackfleisch hast du nicht zu hacken, das ist gut. Der Quamperde Hackfleisch hast du nicht zu hacken, so sollte man vielleicht sagen. Na, was ist? Mag's nicht. Blutung OP, Freunde. Jetzt haben wir mehr in so einer Herbstgegend. Schaut aber auch gut aus, muss man sagen. Goldrober, okay. Ah, der hat es hinter sich. Herrschermaske. Herrscherrobe, sehr gut. Jetzt aber noch eine Weisheitsrüstung an. Ich tippe mal, dass wir da hinter müssen. Flauschnägel. Mir wird aber auch nicht angezeigt, dass irgendwo ein Kartenfragment gab.
Noch nicht. Ah. Okay, jetzt sieht man, das ist ein Geheimgang. Na gut. Ja gut, gehen wir einfach mal noch ein wenig weiter nach oben. Irgendwas wird man schon finden. Okay, irgendwas wird man schon finden. Uralter Drache, Land 6, Sachs 6, keine Ahnung. Ich glaube, den sollten wir auch noch nicht machen. Oh nein, den sollten wir noch nicht machen. Warum verschwinden die jetzt immer alle? Haben die Schiss vor mir, oder was? Ich meine, gut, ich beschwere mich jetzt einfach einmal nicht. Ja, so viel zum Thema, irgendwas wird man schon finden. Ja, genau, einen fetten Drachen. Gibt aber auch irgendwie an jeder Ecke so einen Drachen, ich weiß es auch nicht. Kommt mir irgendwie schon ein wenig seltsam vor mittlerweile. Aber was ich jetzt nicht verstehe, warum jetzt die letzten zwei verschwunden sind. Da bin ich unschlüssig, die ganze Geschichte. Ah, der steht auf. Das steht in der Zeitung, dass der aufsteht. Sag ich doch. Jetzt steht er nicht mehr auf. Lumpenfleisch. Mhm. Das war jetzt auch recht. So, Wolf. Schaut's aus. Okay, wir haben einen Trank wieder gekriegt. Ist diese Kirche da drum? In dieser Ort der Gnade? Oh nein, ist da schon wieder ein Boss. Aber da gibt es auf alle Fälle mal eine goldene Saat. Das ist gut, jetzt haben wir nämlich 4, das heißt, wir kriegen mal einen Trank mehr. Sehr gut. Perfekt. Schauen wir noch, was das für ein Gebäude ist. Da. Wo haben wir denn jetzt? Ich sehe halt einfach gar nichts. Irgendwo muss man dann einmal irgendwie das Kartenfragment finden können. Ruinen von Lux. Aha. Michelas Lilie. Ruinen vom Flux, ja, das stimmt, das könnten auch deine Ruinen sein. Jetzt sind wir ein wenig besser kümmern müssen drum. Schaut schon mal von aus. Bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe, aber... Ja, okay, schaffe ich nicht. Also wenn ich es jetzt nicht besser wisse, ist, glaube ich, der nächste Haupthandlungsort die Mordsbude dahinter. Also sprich, das muss dann irgendwo da sein. Kann ich mir vorstellen. Ja? Sicher weiß ich es natürlich nicht. Oder aber... Wir brauchen da irgendwie noch das zweite Teil von dem Dektus-Dingens. Medaillon, Teller, keine Ahnung, was das ist. Und der Aufzug bringt uns in unser neues Gebiet. Das kann natürlich... Ah, da schau her, da ist er. Ah! Kartenfragment. Schön im Nebel versteckt. Direkt hinter... Ah, das ist eine Mauer da. Das schaut mir wie eine Mauer an. Da wäre jetzt so ohne weit... Ah, Moment einmal, aber man kann... Und da herkommen. Das kann natürlich auch möglich sein.
Da sieht man schon die Bahn. Stimmt, Mr. Billinger. Mr. Billinger, sehr wachsames Auge. Das war mir jetzt auf den ersten Blick echt nicht aufgefallen. Beim Radan vorher, ich glaube, dass er Radan geheißen hat, also der mordsmäßige Mainboss, den wir vorher hübsch am Anfang noch gemacht haben, da waren auch so Banner. Das könnte sein, dass wir da jetzt her müssen. Das stimmt, Mr. Billinger. Wie einst Kogoro Mori, gekonnt ist gekonnt. Respekt. Also ich glaube, die Richtung, ja, und unser Ding, das sagt auch, dass wir da her müssen. Ja, gut, okay. Freunde, das schaut aus, wie wenn wir uns da das nächste Mal massiv umschauen müssen. Im Schatten des leuchtenden Baumes. Oder der zwei leuchtenden Bäume, keine Ahnung. Aber ich vermute mal, ich möchte jetzt da nicht hingehen, weil ich glaube, dass da ein Boss kommt. Wieder mal, weil haben wir eh noch keinen gemacht, die letzte Zeit. Das heißt, Elden Ring technisch werde ich mich da offstream nicht umschauen. Das heben wir uns für den Stream auf. Was werde ich offstream da? Ich werde nach dem Dektus-Ding da suchen. Ich meine, das werde ich wahrscheinlich nicht finden. Ich kann da theoretisch, wenn es wirklich gar nicht anders hilft, einmal googeln danach, wo man denn das zweite Teil finden darf. Aber Stand jetzt machen wir den Abschnitt wieder im Stream. Das Einzige, was ich jetzt noch schnell schauen möchte, ist, ob ich von da aus da hinkomme. Damit ich das Fragment, also damit ich das Kartenfragment kriege, um die Karten aufzudecken. Da schauen wir jetzt noch schnell. Ist mal auf alle Fälle in die Richtung. Bist du Freund oder Feind? Ja, du stehst da sowieso auf. Ja, das war so klar. Kann man den kaputt hauen? Okay, so viel Damage macht er gar nicht. Da werden wir aber fast noch nicht Zimmer jetzt durch. Ja gut, er kriegt wenigstens ein wenig an Schaden. Oh, jetzt hast du gestrahlt. Ah, und scheiße hier. Er gibt nur 2900 Seelen. Das will ich verarschen. Okay, da ist ein Portal. Ja, ich hab's schon vermutet. Leider, so wie ich das sehe, ist das genau die andere Seite. Das heißt, da, eigentlich da, jetzt passt auf, können wir mal schnell einen kurzen Hint machen. So wie ich die ganze Geschichte sehe, ist das unser nächster Hauptort. Weil da fehlt, seht ihr, da fehlt nämlich so ein Aufzug. Ich glaube, dass wir mit den Aufzug sogar brauchen. Ja, wirklich viel sagen tut man da jetzt noch nicht, aber es ist schon so. Das ist unser nächster Hauptort. Jetzt haben wir da erobert. Also, okay. Wenn ich mal bedenke, wie viel auf der scheiß Map noch verdickt ist. Aber gut, das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, den Bodenbrunnen von Siofra, den habe ich offstream gefunden. Also wir haben jetzt praktisch, das ist Overmap, also oben. Und dann gibt es noch eine Map unterhalb. Die ist aber nicht ganz so groß. Und da habe ich unter anderem den
also das Mausoleum der Mogwyn-Dynastie, also das ist ein ziemlich düsteres Gebiet, habe ich so, ja, gesehen. Und das ist halt auch noch irgendein so ein Endgame-Gebiet scheinbar. Also das sind zwei Gebiete, da soll ich praktisch jetzt eigentlich noch nicht hin. Gut. Haben wir heute gut vorangekommen tatsächlich. Wie hat es uns denn taugt? Waren wir zufrieden? War es actionreich? Also actionreich meine war es definitiv. Jetzt bin ich gerade immer überlegen, wo ich mich hinport. Wie gesagt, dieses Tabu, das schauen wir dann im Stream wieder an mit Enk. Ich werde dann da noch ein wenig umeinander luren. Da gibt es bestimmt noch das eine oder andere zum Finden. Geh jetzt einfach mal da her. So. Aber der Boss war schon geil. Muss man wirklich sagen. So. Freunde. Ich hoffe, wenn es taugt. Also, ich habe heute wieder einen Heidenspaß gehabt. Muss ich wirklich sagen. Spiel ist einfach immer noch. Auch wenn es das eine oder andere Mal ein paar kleine Performance-Schwierigkeiten gegeben hat. Bis jetzt eine 11 von 10. Und ich sage jetzt mal so, am Anfang war man wegen dem Schwierigkeitsgrad nicht ganz so sicher. Jetzt, nachdem ich mal ein paar Stunden gespielt habe tatsächlich, muss ich sagen, es ist nicht so krass schwer. Ja? Also, wenn man sich mal ein wenig mit der Mechanik angefreundet hat, wenn man mal ein wenig die Steuerung inne hat, also das heißt, die grundlegende Steuerung von einem Soulspiel ist ja ohnehin immer gleich. Aber wenn man mal die ganzen Mechaniken, die Bewegungsabläufe ein wenig heraus hat, wie das Spiel tickt, ist tatsächlich nicht ganz so krass schwer. Ja? Vor allem, wenn ihr mal überlegt, man kann ja die Aschengeister-Dinger da rufen, ja. Die machen es natürlich schon noch mal ein wenig einfacher, ja. So ist es jetzt nicht. Also man kriegt tatsächlich, man wird als Souls-Spiel Neuling vielleicht, sag ich jetzt einmal, wenn man es einmal heraus tut, auch ziemlich gut an der Hand geführt, ja. Also es ist jetzt nicht so massiv wie Sekiro damals. Also Sekiro, da ich fast sagen, ist schon noch mal ein Deut schwieriger. Stand jetzt, ja, ich weiß auch nicht, was noch alles kommt, keine Ahnung. Das kann auch sein, dass Elden Ring jetzt erst richtig Fahrt aufnimmt und dann erst richtig schwer wird. Das kann auch sein. Das ist jetzt einmal eine Momentaufnahme von dem Spiel, was ich jetzt habe, nach ungefähr knapp 30 Stunden Spiel. Ich weiß nicht, wie viel ich habe, aber so 25 Stunden meine ich jetzt inne. Aber ich muss wirklich sagen, bis jetzt macht's bei mir Sekiro den Platz 1 aller Spiele streitig. Stand jetzt, ja. Wie es dann ausschaut, wenn wir mal durch haben, das stellt sich dann ohnehin aus. Aber ich glaube, dass man da noch eine Zeit beschäftigt dann. So gern glaube ich es ist. So. Danke für den tollen Stream. Sehr geil. War wieder super. Merci, hat wieder Spaß gemacht. Das freut mich zum Herrn. Das ist das höchste Lob, was man jetzt machen kann. So. Vielen Dank dafür. Nicht so schwer. Kann es auch gleich sagen. Hast du schon mal ein Soulspiel gespielt, Luxi? Oder warst du Soulspiel Neuling? Wie gesagt, man kann. So, beim ersten Stream habe ich auch gesagt, lädt mich am Arsch, das wird brutal heftig. Ja? Und ich bin jetzt erfahrener Soulspieler, sage ich mal. Also ich spiele das jetzt nicht zum ersten Mal so ein Spiel. Aber das hat tatsächlich den Hintergrund, wenn du halt, wie ich schon vorher gesagt habe, wenn du die Mechanik noch nicht drin hast, vor allem, du kennst halt auch keinen Gegner, du kennst ja gar nichts. Das ist ja das Nächste. Aber so, du hast da keins gespielt. Du kannst das probieren. Also ich darf jetzt auf keinen Fall sagen, dass das unmöglich ist. Das Einzige, was halt bei dir als unerfahrener Soulspieler ist, du wirst halt ein bisschen mehr Anlaufzeit brauchen, ja. Die Spiele haben einfach von Haus aus, die haben schwer. Das ist halt, ja, das ist jetzt nicht einfach irgendwie, Elden Ring ist jetzt nicht so ein klassisches Open-World-Spiel wie Horizon zum Beispiel oder wie Witcher. Ja, da musst du einen Schwierigkeitsgrad einfach einsteigen kannst, das gibt's halt in Elden Ring so an und für sich nicht. Aber du kannst das einfacher machen, so ist es jetzt nicht. Also wie gesagt, sobald du die Aschegeister hast, geht's tatsächlich gut, sage ich mal so, ja. Du musst halt die damit abfinden, wenn du Elden Ring spielst oder wenn du es dir kaufst.
dass du halt mal auf die Nase kriegst. Das ist halt, das Spiel ist ausgelegt drauf. Es gibt auch keine Profis, die wo das Spiel das erste Mal spielen und nicht sterben. Das gibt's nicht. Das ist unmöglich, ja. Aber ansonsten kann ich eigentlich an jeden, der wo ein wenig hadert oder der wo generell einmal warm werden möchte mit dem Soul-Genre und jetzt nicht unbedingt der PS5 hat, dem kann ich Elden Ring tatsächlich sogar ans Herz legen. Tatsächlich sogar. Ich spiele zum ersten Mal ein Soul-Spiel und finde, es geht, wenn man hartnäckig nur ist. Muss halt ehrgeizig bleiben. Aber ja, also ich finde, Elden Ring stand jetzt noch knapp 25 oder 30 Stunden. Ich weiß jetzt die genaue Spielzeit von mir nicht. Da die schon eher sagen, es ist für Einsteiger auch gut machbar. Ja? Also, wo ich jetzt zum Beispiel keinen Einsteiger empfehlen darf, das kriegt der Mr. Mozart gerade mit aller Härte zu spüren, das ist Sekiro. Weil da wirst du halt wirklich gottlos penetriert, weil das einfach die Mechanik, die Kampfmechanik ganz total aggressiv ist und brutal aufs Parieren aus ist. Aber so klassische Einsteiger-Soul-Spieler haben die Dark Souls 3, da die tatsächlich sogar fast nur sagen. Dark Souls 2, wenn du Gift hast, bist du in Dark Souls 2 sowieso der absolute King, da rasierst du alles weg. Und das kriegst du sogar relativ früh im Spiel. Und Elden Ring da die tatsächlich auch mit dazu nehmen. Tatsächlich. Elden Ring ist zwar von den Anfängerspielern her jetzt da die fast sagen nach am Schwadern, aber es ist, denke ich, machbar. Glaube ich schon. Also es ist jetzt, wie gesagt, man muss sich halt einlassen drauf. Ja? Man muss einfach sich da Zeit lassen, sich da einfuchsen, einmal alles lernen. Man ist ja bei mir auch nicht anders gewesen. Ich meine, ich kennt die Soul-Spieler, die wo ich in letzter Zeit gespielt habe, von mir, dass ich die halt inhaliert habe, wie Sekiro, oder halt auch wie Demon's Souls. Demon's Souls ist auch ein einsteigerfreundliches Soul-Spiel, abgesehen davon. Das schaut halt dann sehr, sehr einfach aus und sehr, sehr locker flockig. Ja, aber halt wie bei Elden Ring sagt es auch, da, ja, wenn man halt nichts kennt und nichts weiß, dann kannst du das nicht vermeiden, einfach mal wirklich eine drauf zu kriegen. Ja, und wenn es ist, jede Fallen Order auf einem von den höheren Schwierigkeitsgrade geht, glaube ich auch, habe ich nie gespielt tatsächlich, da kann ich nichts sagen dazu. Aber ich habe mir mal sagen lassen, dass doch relativ schwer sein soll. Ich sage, was ist jetzt mit der Musi? Hallo, Musi, mach hinne. Danke. Aber Fluxi, ich kann es an jeden empfehlen. Elden Ring ist ein absolut geiles Spiel. Also, ich darf jetzt fast sagen, die letzten Jahre sogar das beste Spiel, was sie rausgebracht haben. Ja, aber, wie gesagt, Geschmäcker sind ja verschieden, aber ist halt schon für das Geld, was du. Also, ich habe Elden Ring bei MMOGA, ich mache jetzt da keine Werbung, also es ist nicht bezahlt und gar nichts. Ich habe am zweiten Tag nach dem Release habe ich Elden Ring für 45 € bei MMOGA gekauft. Ja? Und was du an Spiel kriegst, also die Menge, was du da kriegst, das ist. Allein deswegen ist es schon wert eigentlich. Aber es soll ein Soul-Spiel. Das muss einem halt wirklich bewusst sein. Es ist mechanisch recht nachher und an die Soul-Spiele vom Schwierigkeitsgrad kommt es aber sogar im schwersten Modus nicht ganz hin. Okay? Ja, es hat damals gut ausgeschaut, das Spiel, aber ich weiß nicht, Star Wars. Ich weiß auch nicht. Die frühen Filme 1 bis 3 habe ich sehr gern geschaut, aber alles danach, da bin ich dann fast schon als jung wieder. Weißt du? Es ist super schön zum Zuschauen, das glaube ich auch. Also ich schaue ja auf Twitch nur Leute zu, die wo Elden Ring spielen, die wo hinter mir haben, weil ich absolut, bei Soul-Spielen bin ich unfassbar penetrant, was Spoiler angeht. Deswegen bin ich auch im Stream sehr knallhart, wenn einer meint, der muss mich spoilern. Das habe ich am ersten Stream, glaube ich, aber zu meinen Moderatoren gesagt, dass ich da rüge los bin. Bis jetzt hält sich ja jeder dran. Abgesehen davon, ja. Also es gibt keine Probleme. Aber es ist wirklich schön zum Zuschauen. Also wenn ein Streamer schaut, der wo halt jetzt, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Stunden hinter mir ist, es schaut einfach, weil jeder spielt es anders. Es gibt keinen, das spielt nicht jeder gleich. Es ist nicht. Der eine spielt mit Magie, der andere mit Kurzschwert, der andere mit Großschwert, der andere mit Wunder und was weiß der Teufel ist. Das ist halt wirklich einfach. Auch der Wiederspielwert von so Soul-Spielern ist unfassbar hoch. Du kannst das, sagen wir, Black Salt einmal im Jahr kannst du Soul-Spiel durchziehen, weil das immer anders läuft. Immer.
Es läuft nie gleich. Genau, ansonsten fliegt halt der Timeout. Hammer. Genau, so ist es. Aber da hat es, wie gesagt, da muss man auch wirklich sagen, da habe ich mich zu keinem Zeitpunkt bisher oben, dass da irgendwer im Stream in unserer Community ist, der wo dann da mords mit die Spoiler reinflext. Ja. Es ist eher so, wenn ich halt dann frage, hey, gibt's mir mal einen Tipp? Das merkt's dann wenn ich dann jetzt gerade irgendwie an der Sackgasse hänge und ich sage, hey, hat irgendwer einen Tipp für mich oder sonst irgendwas? Oder wo kriege ich denn das und das und das und das? Dann ist es wieder was anderes. Ja. Aber wenn jetzt natürlich da einer reingeht und sagt, hey, da hinten ist ein Mainboss und der macht das und der muss das, ja, dann kann es halt auch, dass er fliegt. Weil das kann ich dann, das mag ich nicht. Also bei allen anderen Spielen ist mir noch eher wurscht, aber bei solchen Spielen bin ich da sehr, 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 sehr penetrant, was Spoiler angeht. Weil beim ersten Mal, ich mag das einfach. Ein Soulspiel ist nicht ein Soulspiel, wenn du das nicht blind zum ersten Mal spielst. Ja, wenn du alles weißt, oder halt einen Großteil schon weißt, was kommt, dann stellst du dich schon ein drauf, weißt du? Dann weißt du auch schon ungefähr die Bewegungen, was der Boss vielleicht macht. Und auch so wie jetzt halt beim Radan, ich war überfordert. Und genau das ist halt das, was ich halt einfach haben will. Ich mag da eine Herausforderung haben, wenn ich ein Soulspiel zum ersten Mal spiele. Ja, wenn du natürlich dann so geschubst drauf bist wie und Sekiro dann 8-mal durch hast, wo dich dann überhaupt nichts mehr schocken kann, wieder eine andere Geschichte. Ja? Aber das ist, glaube ich, verständlich. Ja, also ich habe da jetzt noch keinen gehört, der wo gesagt hat, ja, Alter, wie bist denn du drauf? Bist du eigentlich komplett geschubst? Also ja, geschubst bin ich schon, aber ne? Denke ich auch, glaube was ich sagen möchte damit. Irgendwo ist selbstverständlich, dass man nicht spoilert, finde ich, weil man Sam auch nicht mag. Ja, genau so ist. Wie gesagt, wenn einer fragt, wenn ich jetzt frage, hey Leute, zum Beispiel jetzt mit dem Aufzugsmedaillon von der rechten Seite. Wenn ich jetzt frage, hey Leute, wisst ihr, wo man das findet? Okay. Dann go. Dann, wenn das einer weiß, kann er es auch reinwerfen. Aber ich bin da jetzt bei einem anderen Streamer gewesen, der ist ein wenig größer. Den spoilern auch die Leute teilweise und der wird halt dann richtig zintig. Also kann ich auch verstehen. Der Band am laufenden Fließband die Leute raus. Und ich kann es verstehen. Also von daher, aber wird Keksi schon schreibt, bei der Community brauchst du eigentlich nichts mehr. Also es ist unfassbar, wie vernünftig die Leute haben und wie freundlich vor allem auch. Und vor allem wie menschlich da miteinander umgegangen wird in der Community, die wo wir jetzt da so haben. Egal ob das jetzt meine Community ist oder die vom Fluxi oder von der Fichterli oder von sonst irgendwem. Ich hab noch keinen einzigen Stream gehabt und jetzt streame ich doch schon gleich ein halbes Jahr. Schon länger eigentlich. Und es hat noch nie irgendein Problem gegeben. Noch nie, mit keinem. Bots mal abgesehen, ja, aber die zählen ja nicht. Und von daher glaube ich, wird es da in Zukunft keine Probleme geben. Aber ich sag's halt immer vorsichtshalber am Anfang, wenn ich irgendein so ein Projekt spiele, dazu, weil nicht das hinterher das Blärer zu groß ist, ja. Von daher glaube ich, ist das glaube ich schon so ganz, ganz in Ordnung, so wie es ist. Wir Mods sind arbeitslos hier, warten da. Ist das eigentlich arbeitslos, ja? Überwiegend. Bis auf Shoutouts-Command machen, wenn einmal einer subbt oder raidet oder hostet, habt's eigentlich nicht wirklich viel zum tun. Genau. Aber so soll es ja sein. So soll es ja sein. Ja, es war ja blöd, wenn man jedes Mal online geht und dann hast du eine Schererei mit irgendwelchen Leuten, die meinen, sie müssen jetzt da aus der Reihe tanzen. Von daher, da habe ich es lieber so ganz gemütlich und ich weiß, ich kann mich auf alle verlassen, die wo da sind. Schöner kann es nicht treffen. So. Also für mich. So, wegen meiner bleibt das jetzt genau so, wie es ist. Also ich müsste jetzt nicht nur wachsen, sage ich jetzt einmal. Ja. Auf das war ich nie aus, abgesehen davon, weil aus Gründen. Aber wegen meiner bleibt es so, wie es jetzt ist. Ich habe alles, für mich, streamtechnisch, alles erreicht, was ich erreichen wollte. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Und ich bin stolz drauf. Und auch auf euch. So kann man es sagen. Nur Stinkebots muss man mal bannen, aber sonst ist die Community großartig. Genauso ist es. Bots sein halt einfach nicht, weil es gibt immer irgendwelche Vollidioten auf der Welt, die wo meinen, sie müssen irgendeine Plattform mit Bots zuscheißen. Wobei ich jetzt da tatsächlich auch sagen muss, dass wir jetzt schon Wochen keine Probleme mehr mit Bots haben. Also, ich habe keinen Bot-Follower mehr gekriegt, ich habe keinen Werbebot mehr gekriegt oder irgendwie so ein Klump und Zeigletz. Ist ruhig geworden. Also bei mir jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, ich wünsche es keinem, aber es darf eher so sein. Desto größer man wird, desto mehr Trolle die spammen. Ja, das ist aber normal. Das ist wie
wenn ich heute auf ein Volksfest gehe mit einem Bierzelt voll Leuten, dann habe ich mehr besoffen, als wenn ich jetzt in ein Wirtshaus gehe, wo nur 6 Leute am Stammtisch sitzen. Ja, das ist auch klar. Um es einmal auf eine bayerische, humorvolle Art zum Vergleichen. Beschrei's bitte nicht. Ich klopfe auf Holz. Für alle. Für alle Streamer und Mods und wie auch immer auf der Welt. Ja. Ja, genau, der Commander Root, der regelt dann das schon. Das kriegen wir auch hin. So, Freunde, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr euch wollt, vor allem, das ist das Allerwichtigste. Ja. Nächster Stream weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig. Der Freitag wird Stand jetzt eher nix. Das wird dann eher spontan. Also, falls ich Freitag online komme, wird es sehr spontan. Da werde ich jetzt auch nicht ankündigen können. Weil ich nicht weiß, wie ich Tennistraining habe. Ich kann es eigentlich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich Samstag live gehen kann. Ich weiß nicht. Sonntag soll jetzt funktionieren tatsächlich. Aber da weiß ich die Zeit noch nicht. Ob ich um 10 Uhr Vormittag komme, ob ich um 12 Uhr Mittag komme. Wahrscheinlich eher Mittag. Da kommt der Ausruf wieder an meinen Discord-Server, Leute. Für alle, die noch nicht drauf haben, vielleicht ist gerade ein neuer da, keine Ahnung. Schaut bitte auf meinen Discord-Server vorbei, da wird das immer rechtzeitig angekündigt, an was für ein Tag ich live geht, zu welcher Uhrzeit und was gespielt wird. Ja, außer letzte Woche, das vergessen wir, da haben wir einfach nur Elden Ring gespielt, obwohl ich Assassin's Creed auch angekündigt habe. Aber gut. Also wie gesagt, kommt da gerne mal drauf, das hat mich gefreut. Genau, und falls noch irgendwer da sitzt, der wo vielleicht heute zum ersten Mal zuschaut oder zufällig wieder einer gefunden hat, schau mir nach, ob du unten deinen Following-Button noch aktivieren kannst. Ja, der kostet nämlich nichts. Wir brauchen immer nur 3 Follower bis auf 100. Schon langsam wird es schön, wenn wir mit dreistellig werden dann. Na, schau mir nach, das mich freien kostet nichts, aber mir da helfen. Ja. Vielen Dank dafür. Genau. So, jetzt schauen wir mal, wer ist denn live. Oh, der Sigi ist live. Ja, Euro Truck Simulator 2 ist was gemütliches. Ich glaube, wir gehen mal zum Sigi. Ja? Den haben wir schon lange nicht mehr geradet. Ich glaube, das ist ein Deal. Gut, Leute, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht, heute war es intensiv. Also, heute haben wir ein paar Bosse gemacht. Oder uns haben ein paar Bosse gemacht. Dreht sich ein Key, wie es ist. Wie gesagt, wann ich wieder live gehe, spätestens am Sonntag. Und falls ich spontan live komme, dann sagt es dann eh. So auf die Art. Genau. Dann wünsche ich noch einen schönen Mittwochabend heute. Eine schöne Restwoche, sollten wir uns bis Sonntag nicht mehr hören. Bleibt gesund, bleibt sauber. Viel Spaß beim John Sigi, beim Euro Truck Simulator 2. Habe ich sogar richtig gesagt, sehr gut. Genau. In diesem Sinne, haut euch eine. Gött euch bis spätestens Sonntag. Aber die reich. Raid Command nicht vergessen. Ausrufezeichen Raid, Freunde der Sonne. Für Non-Subs und für Subs. Da ich immer wieder vergessen den Wumms.